Nach Antikriegstag in Dortmund. Ermittlungen gegen linken Politiker. Blockierer soll Polizistin gebissen haben. Dortmund. Bereits am vergangenen Sonntag berichteten wir über die schweren linken Krawalle, die sich am vergangenen Wochenende beim Nationalen Antikriegstag in Dortmund zugetragen haben. Wie sich nun herausstellte, soll Serdar Boztemur, Geschäftsführer der Linksjugend in NRW, bei einer Gegenveranstaltung einer Polizistin in den Arm gebissen haben. Der türkisch-kurdische Linkspolitiker hatte sich an einer rechtswidrigen Sitzblockade beteiligt, um die rechte Antikriegsdemonstration zu verhindern. Als die Polizei diesen Mob auflöste, wehrte sich der 22-Jährige brutal und biss dabei offenbar einer Beamtin in den Unterarm. Ein Polizist teilte gegenüber der Bild-Zeitung mit: Die Kollegin hatte deutliche Bissspuren am Unterarm, blieb aber dienstfähig. Nach seinem Angriff ging Boztemur zu Boden und schnappte nach Luft, als sei er verletzt. Anschließend brachten ihn Hilfskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort konnten die Ärzte allerdings keinerlei nennenswerte Verletzungen feststellen. Infolgedessen brachte man ihn in Polizeigewahrsam. Dem jungen Politiker mit Migrationshintergrund droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Boztemur selbst soll derweil am Dienstag Anzeige wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und falscher Verdächtigung erstattet haben, so ein Sprecher des Jungpolitikers, der bereits in der Vergangenheit als Schülersprecher der Gesamtschule Heiligenhausen fungierte und sich dabei noch folgendermaßen beschreiben ließ: Seine Motive, sich zur Wahl zu stellen, ist sein Engagement für seine Mitschüler. Er möchte ihnen helfen und Streitigkeiten schlichten. Ob das Beißen schon damals zu seinem Streitschlichter-Repertoire gehörte, war nicht in Erfahrung zu bringen. Boztemurs Partei Die Linke gab bislang noch keine Stellungnahme ab.